Wir sind nu in Ostparaguay und sind auf eine ganz besondere Stelle. Ich ziehe hier mit Edwin Rampeltaub, dankzij dat ich hier ankommen darf. Und möchte am bitten zu erklären, was wir hier eigentlich haben oder was er hier tut. Jo, waarom wir hier sind, wir haben hier eine Plautische Bibelschule angefangen. Dat is krijgt voor 5 jaar terug. We vieren vandaag zoals dat 5e Mal Aufschluss. En we hebben ook een Plautische Bibelschule in Mexico metgemaakt. En daar wordt dat alles Englisch en dat wordt ons te zwaar. En daar wordt de idee geboren, waarom niet in Paraguay een Plautische Bibelschule opmaken. Also das ist der einzige hier in Paraguay. Wat in deze vorm arbeitet dat, ja. Bibelschule heeft het meer, aber wir haben eben ons onrecht alle aan Plautisch. En ik meine, dat Material, dat meeste is in Hochdeutsch uitgeschreven, manche vielleicht ook in Spanisch. En hoe lang is so eine Bibelschule? 3 Monate geht dat. Juni, Juli en August. En die 3 Monate hebben we onze Bibelschule hier, dan is winter. Okay, und du sagst, Sie hatten al 5 Jahre. Haben je dann bloß Schüler hier von Paraguay? Nee, wir haben nu ook einen Student, der vandaag nämlich gerade aufschließt, der kommt von Bolivien. Wir rechnen, dass wir uns noch nach Wochen mehr kriegen, aber einen haben wir nicht. Du sagst, der vandaag aufschließt, geht das jahrweise, geht das jeder Jahr wieder? Ja, wir haben was wir nennen, ein Vollzeitprogramm, dann muss der Student 8 Fächer beleihen. Wenn er Zeit hat, kann er noch mehr, über 8 Monate. Und so, das geht über 3 Jahre. Und dann, mit dem 3. Jahr, dann schlägt er auf. So, aber wenn du mal zum Beispiel einer sagt, er wird 1 Jahr mitmachen wollen, das geht doch auch, oder? Ja, ja, das geht auch. Wir haben nicht bloß, dass wir Vollzeitstudenten haben, sondern die dürfen auch bloß einfach oder 2 oder 3, je nachdem, so ist man will. Wir haben so eine, die sagen, ich will alles dort, was am Dienstag oder am Mittwoch oder weet ik wat dan geboden wordt, die Fächer wil ik nemen. Dan komen ze voor die Fächer her en nachher fahren sie ook weer naar huis. So, die komen bloß an dem Tag, wanneer die Fächer geboden worden. Okay, so dat betekent dan eigenlijk dat hier keiner wohnen dort, ab diesem Hof. Die moeten sich dann weiter, wo sie wohnen. So ist es. Wir haben das erst gepacht hier, wo wir hier sind. Das hier nicht uns. Ook niet als de Fundation, we arbeiten in de Fundation Principios de Vida. En dat je het niet ons, sondern dat zijn privaatmensen die dit hier en die hebben ons dit plus verpacht. En deswegen stehen wir hier ook nog Schnapperbühe. En hier op dem Hof sind dann Detail gepacht. Hier sind dann Büros mit Bibliothek und Klassenräume oder was ist hier alles von Gebieten? Ja, so ist es. Dit wo wir hier sind, dit is een ladestående bomullskamleri. Oh. En daar functioneert een Plautische Bibelschule bijna. Dan dat geht. Als wir anfangen, wir fragen einer von den Eigentümern von der Grundstadt hier in dieser Gebiet hier, ob er nicht irgendwo was hat, und er sagt ja. Und als wir dann hier das erste Mal bijna wären, in der Büroräume, dann wird uns klar, das ist der Ort, wo wir haben wollen. So, wir haben hier Büroräume, wir haben hier Klassenräume, wir haben auch ein Auditorium, vielleicht so zwischen 20 und 80 Personen hier oder nennen. Und wir haben hier eine Kirche, ein Eetsaal und so weiter. Eten die hier? Wir haben, die Jahr nicht fertig, dann haben die Studenten hier eten, die mussten dort malen, die mussten dort betalen. Aber das letzte Jahr, wie es alles schwer ging, haben wir das nicht, das Jahr ebenso auch nicht. So kriegt für uns halber, dass die Kirche nicht funktioniert. Ja. Guten Abend, alle Töp. Ganz herzlich willkommen hier zu unserem Aufschluss von der Bibelschule. Und ich sage einfach, wie Gott treu gewesen ist in dieser Schulzeit. Und ich persönlich bin einfach sehr dankbar. Wir sind dankbar, dass wir in diesem Raum auch die Schulzeit nu aufschließen können. Nu möchte ich diese Gruppe, die hier ungefähr singen, die sind von Barstuhl. Möchte ich einladen, dass sie mit uns ein Lied singen. Von hier nun betet Lohn. Hey, gut.
ein schmalen Lebensweg. Das Ziel von der Bibelschule ist ja, plautisch redende Menschen uit mennonitischem Hintergrund een biblische Grundweite met te geven oder te vermitteln en aan te helpen bibelorientiert te leven. So, wir kommen nu zu einem Punkt, ein sehr wichtiger Punkt auf diesem Programm, wo wir das Zertifikat evaluieren wollen. Wir evaluieren das Zertifikat an jemand, der 3 Jahre gemacht hat, der das volle Programm mitgemacht hat. Und das ist in diesem Fall, in diesem Jahr, ist das Benny Ditch aus Bolivien. Also bitte schön, Benny, wenn du eine Pferde kämpfst. Einen herzlichen Applaus für Benny. So, nu möchte ich am anladen, dass er noch zu uns ein paar Worte sagt und eine korte Rede hält. Goedenavond alle. Mijn naam is Benny Dick. Ik heb 3 jaar hier in de Bibelschool gestudeerd. Waar ik mij vandaag nango mocht ik herzlich Dankeschön sagen an alle, die immer hier in der Schule gewesen sind, für die Studenten, die hier sind gewesen, wo ich Freund mit worden. Und ich will auch besonders Dankeschön sagen an meine Frau. Sie ist immer willens gewesen, mit mir hier in Paraguay kommen und hier studieren. Meine Frau, ich sage Dankeschön dafür. Wo kommt dort direkt von dieser Schule Kanada? Wo kommt dort direkt diese, wo ich nach dieser Schule komme? Erstmal als Lehrer in der Schule in Bolivien, Ebrora, die wir ab einer Reise und wir dann auch hier mit Edwin Esther sich trafen und dann aus der Tüß wir wieder begeistert von Plottische Bibelschule in Paraguay. Und wir sind sehr voll von und dann mich auch ein bisschen begeistert und durch haben wir direkt diese Schule Kanada. Schenk uns, Vater, deinen Segen, wenn wir auseinander gehen. Leite uns auf deinen Wegen, bald zum frohen Wiedersehen. Segne, Herr, was wir geredet, höre unseres Herzens Flehen. Es ist, Herr, dein gnädiger Wille. Die Unterrichtsstunde, sind die bloß am Vormittag? Nee, Vormittag, ja, haben wir die meeste kommen Vormittag, aber wir haben auch einige Fächer, die wir auch Nachmittag haben. Wir fangen zum Morgen 7:30 an und dann sind 2 Stunden, das sind 2 mal 44 Minuten, das ist einfach. Und dann ist eine kurze Pause und dann geht es von 9:30 wieder bis um Glock 11, das dann, wo dann der zweite Fach sind. Auch immer eine Doppelstunde, aber Unterricht sind ja das 44 Minuten. Und so wird es Nachmittag auch sein. Dann fangen wir über 1:30 an und wo dann Bett Glock 3 gehen. En op en avond ook? Zu Overs, ja, dann habe ich vorhin Abendklasse, das sind dann, wo wir ja, Kurse haben, wir mit Eierlied oder so, was sich befreien wollen, oder mit Älteren in so einer Klasse haben. Und andere auch, dann doen wir von Glock 7 bis Glock 9. Oké, dat is een beetje separaat. Ja, dat is separaat. Je hebt aber, dat je wie ook bekend, dat je hebt ook een programma, dat zijn die dan, dat kunnen zich de studenten dan aanschrijven voor een vak, ze willen ze zijn dat dan. En wat heb je verlierers, oder das bloß du unterrichten? Nee, wir haben doch eine ganze Partie Fächer und ich kann nicht alle Fächer unterrichten. Ich habe ja 3 Fächer, die ich unterrichtet habe, meine Frau auch. Wir haben Lehrer von hier, ja, da ist einer, der von Tres Palmas kommt, der hier auch arbeitet bei der Gutenberg-Schule. Und wir haben auch einen Lehrer vom Chaco, das arbeitet hier. En deze 5 jaar, hoeveel Schüler heb je dan ungefähr gehad? So, wir fangen mit, als wir anfangen in 2017, dann hatten wir eine 70, das zweite Jahr wäre eine 90 und das dritte Jahr auch.
das 4 Jahr wäre dann mal 35 und das Jahr haben wir so 33. Naja, das sind Ja, het zijn de situatie is. Ja. ganz genau. Deswegen wäre das 4 Jahr weniger und das Jahr, wir hoffen, dass wir mehr sein, aber so viel wäre das. Also du bist de Leiter hier, bist du angestellt von einer Organisation oder bist du dort von dir selbst, diese Bibelschule leiden oder von einer was daran hat? Nee, wir tun nicht am einen Auftrag, sondern wir arbeiten unsere Fundation Principios de Vida, die in Asunción ihr Lokal hat, wo das Hauptbüro ist. Und unter den arbeiten wir. Wir haben vorher unter den gearbeitet und wir werden dann bloß sozusagen ausgeliehen nur die Bibelschule in Mexiko. Aber wir werden immer noch arbeiten wie unsere Fundation. Auch hier, das ist eine Aufteilung von der Fundation von Asunción. Ah ja. En van hoeveel jaar darf man deelnemen? Ook Ehepaaren? Aber ja, die Ehepaare, die Freihands von Ehepaaren kommen. Nicht immer erst das, aber manche Fächer, die sind eben gut, die wollen dann als Ehepaar, finden wir schön. Wir haben ein Ella, die Seele nicht länger als 18 Jahre sein. Von 18 bis boven, du hast keine Ella gerens, was wir alles mitmachen. Seele endlich lesen, kennen und schreiben. Ja, für manche ist das schwierig, aber wie steht es keinem auf, wie verlangen keine Schulbildung. Wie weiter dort hier, manche haben eben die Schulbildung, die sie hier haben, die wir eben mal sehr wenig so weit dort zu wirklich können, Bachelorate machen oder so weiter. Dort verlangen wir nicht, sondern wenn die was kommen, dann nehmen wir ab und versuchen den zu fördern, so gut als wir können. Moet je al eine Gemeinde zijn, eine Empfehlung von der Gemeinde mitbringen? Es ist gut, wenn sie haben, aber wenn die sagen, no, ich will aber studieren, aber ich bin noch nicht in der Gemeinde, die sind kreuz so willkommen als andere. So, da machen wir nicht einen Unterschied. Willst du vielleicht noch was zu laat sagen wollen oder einladen? Ja, die Menschen, die uns sehen und die vielleicht Interesse haben, ja, unsere Telefonnummer, die ist auch zu haben. Je kunnen ons aanroepen, dat is 0986 900 733. Weiter inblenden. Oké. Zo, die kunnen ons aanroepen en we zijn hier op en vrij ons van immer meer mensen komen. Dat betekent van nächstes jaar in mei? Nee, maanden zijn juni, juli en august. Heb je al resultaten van ex-Schüler? Wat we gemaakt hebben, deens leven met Jezus, dat is voorstel geworden. En dat vreet ons. Want we dat hebben kunnen metmaken en die hebben ons dat gezegd, dat heb ik nu geleerd en dat is nu, zo leven ik nu. Dan vrij we ons en weten, dat heeft zich geloond. Dankeschön, Edwin. Ik geloof dat het een goede investitie is, een Bibelschool. En wenn mensen erom deelnemen, dat die dat met harte doen. Ja, ons wunsch is immer, dat al die studenten die hier op dem Hofen komen, dat die hier eine Begegnung mit Gott haben. Dafür beten wir immer weiter und sagen Gott, wir weten nicht wo, aber du weißt wo, aber die Seele hier eine Begegnung mit Gott haben. Das soll das Ort, diese Bibelschule dienen. Dankeschön, Edwin.